Das ist das Krönchen von der Prinzessin Miranda, der Silbrigen, genannt Prinzessin Mimi. Es ist ein Geschenk von der Elfenkönigin. Bitte einmal anpassen, Herr Pfau Krönlimacher. Der Pfau nimmt das Krönli vorsichtig in den Schnabel und setzt den Mimi auf den Kopf. Das Krönli passt wie angegossen. Ja, da muss ich nichts mehr machen. Aber ein diamantiges Krönli für eine Mausprinzessin, ist das standesgemäß? Fragt die Pfau. Herr Pfau Krönlimacher, Sie sollten es nicht wagen, da im Palast die Entscheidungen von der Elfenkönigin anzuzweifeln. Es ist höchste Zeit, dass Sie von der Steinpilzsuppe essen. Kommt alle ins Fest. Fangen an. Musik hat angefangen zu spielen, von Vogelzwitschern, Bachmurmeln, Windsäuseln, Blätterrauschen und dazu die feinen Glöckchen von Tausenden von Blumen. Spinnen haben im Takt auf den Waldboden gestampft, Libellen mit dem Flügelschlag dazu geschwirrt und ein Feenchor hat gesungen. Es war eine Musik, wo alle miteinander verzaubert hat. Die Elfen haben den Reigen angefangen zu tanzen. Und dann sind sie gekommen. Die grossen Troll aus dem Bergwald. Bom, 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 hat der Boden zittert unter ihren mächtigen Schritt. Auch sie haben sich aufs Fest gefreut. Ihres Lachen hat schon von weitem dröhnt wie das Grollen von einem langen Donnerschlag. Die Wildsäule haben gequiekt. Mami, Mami, Angst, Mami, Angst. Aber dann ist die wunderschöne Elfenkönigin vor den Palast getreten. Ihre Flügel haben glänzt wie tausende Tautropfen in der Sonne. Die Troll sind vor dem Palast angekommen. Grosse, grobe Kerle sind es mit langen, schwarzen Fingernägeln, Wüstennarben im Gesicht und verrissenen Kleidern aus Tierfell. Sie sind dreckig und haben geschmückt, dass sogar das Fresser unter den Tieren die Nase zugehebt haben. Mimi ist neben dem Prinz Nux auf dem Jackis im Rücken gesessen und hat dem Prinz seine Hand ganz fest gedrückt. Am Jackie sind vor Angst die Haare zu Berg gestanden, dass die zwei Mäuse fast nichts mehr gesehen haben. Die Elfenkönigin ist auf die Troll zugeschwebt, hat dem Anführer die Hand gegeben und gesagt: Herzlich willkommen, liebe Gorgonzolas. Schön, dass ihr alle gekommen sind. Jetzt hättet ihr das Gesicht vom Trollchef Gorgonzolas gesehen. Er hat gestrahlt. Sein riesiges Maul ist von einem zerfetzten Ohr zum anderen gegangen.